Herzlich willkommen zu dieser Predigt von der GVC Winterthur. Wir hoffen, dass die Predigt dich inspiriert. Wir laden dich dazu ein, dir Gedanken darüber zu machen. Hast du dir auch schon mal überlegt, was echt die anderen Leute über dich denken, wenn sie dich sehen, wie du Gott arbeiten tust? Zum Beispiel im Auto, das ist schon passiert, dass du so eine Kreuzung anfährst und bist voll am Singen und dann schaust du rüber und denkst, was denkt jetzt echt die andere Person, wenn sie mich da im Auto sieht? Oder bei uns die so, dass die Küche ist von der Straße aus einsehbar. Das heisst, jetzt spazieren da meine Leute umeinander und ich denke dann, was denken die, wenn die sehen, wenn ich da mit meinen Kopfhörern in den Ohren, in der Küche, während dem Abwaschen oder was auch immer, am Lieder singen bin. Lobpreis und Anbetung, die gehören zu meinem Leben dazu. Es ist ein Herzensanliegen von mir und ich liebe Worship zu machen in allen unterschiedlichsten Formen und Arten. Ob das jetzt da mit euch zusammen im Gottesdienst ist oder eben daheim, vielleicht mit der Gitarre oder mit den Kopfhörern oder in unterschiedlichsten anderen Formen, anderen Ländern. Und es ist für mich so ein Ort, wo ich meinen Glauben und meine Beziehung zu Gott, meine Gedanken, meine Gefühle Gott gegenüber ausdrücken kann. Und so habe ich zum Beispiel auch schon seit längerer Zeit so eine Playlist, die ich höre, bevor ich predige. Nicht ganz immer, aber sehr oft. Und dann hat es Lieder drauf, die mir helfen, mit Blick auf die Aufgabe, dafür zu stehen und von mir zu erzählen. Auch wieder das, was mir wichtig ist, immer wieder im Blick zu behalten. Die Playlist heisst You Define Me und ist nach einem Song von der Kim Walker-Smith, wo sie über das redet, sagt, du bestimmst über meinen Wert und meine Identität und meine Berufung. Und nicht das Urteil der Menschen. Meine Performance da vorne, ob ich jetzt abliefern oder nicht. Und ich muss mir das immer wieder in Erinnerung rufen. Am Schluss stehe ich vor Gott. Und das, was ich da mache, und die Lieder helfen mir dabei, die wichtigen Worte und den Ausrichtungspunkt immer wieder im Blick zu behalten. Ich habe auch Songs, die mich begleiten, wenn es mir gut geht, oder Songs, die ich kann wie führen oder hören und singen, wenn ich vielleicht einmal durch eine schwierige Zeit durchgehe. In einer schlaflosen Nacht oder in dunklen Tälern, sich festzuhalten am Glauben. Der Lobpreis, die Anbetung, der hat ein riesiges Potenzial. Und in unserer 5-teiligen Serie Ecclesia Recreans, erfrischende Kirche, beschäftigen wir uns mit der Kirche und damit, wie die Kirche zu einem Ort werden kann, immer wieder neu, wo unser Leben erfrischt wird. Und wir machen das, indem wir auch immer wieder zurückschauen in die letzten 2000 Jahre Geschichte der Kirche und entdecken, wie Christinnen und Christen ihren Glauben miteinander gelebt haben, gestaltet und gefeiert haben und was wir heute aus dem heraus auch lernen können. Wir haben im ersten Teil von der Kraft gehört, von der Verkündigung vom Evangelium, wie wichtig das heute ist, immer noch das Evangelium einander zu erzählen. Und letzte Woche über die Glaubenstaufe, die wir heute auch hier im Gottesdienst miteinander werden feiern. Und heute wird es gehen um die Kraft vom Worship, wie man sagt, Neudeutsch, Lobpreis und Anbetung. Seit jeher, seit wir zurückschauen in die Geschichte der Kirche, gehört das gemeinsame Singen zum Gottesdienst, zu diesen Treffen dazu von den Christen. Schon von Anfang an in der Bibel, zum Beispiel im Epheserbrief oder im Kolosserbrief oder auch im Korintherbrief, lesen wir, dass wenn Christinnen und Christen zusammengekommen sind, dass sie zusammen gesungen haben. Zum Beispiel im Kolosser 3, Vers 16 bis 17, wo es heisst, lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen, indem ihr in aller Weisheit euch gegenseitig lehrt und ermahnt und das machet mit Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern, Gott singend in euren Herzen in Gnade. Lasst das Wort von Christus reichlich voll unter euch wohnen, indem, das ist ja, wie dass ihr das machen sollt, ihr euch gegenseitig in Weisheit lehret und ermahnet mit Psalmen, mit Lobliedern und mit geistlichen Liedern. Wenn wir jetzt so ein bisschen nachdenken über den Vers, dann fällt es auf, dass schon von Anfang an verschiedene Beziehungsebenen, Dimensionen gegeben hat im gemeinsamen Singen. Die eine Ebene, würde ich sagen, als vertikale Ebene. Lobpreis ist immer ein Beziehungsgeschehen zwischen uns und Gott. Wir singen Lieder über das Wesen von Gott, über unsere Dankbarkeit, über unsere Wünsche, die wir vielleicht Gott gegenüber ausdrücken. Es ist immer etwas, was zwischen uns und Gott passiert. Es prägt. Es ist ein Ausdruck von unserer Beziehung, von unserem Unterwegssein mit Gott.
Gott, ich finde dich cool. Gott, ich danke dir. Gott, ich staune über deine Größe. Gott, ich bitte dich, dass du da bist bei mir. Es ist die eine Ebene, die vertikale Ebene. Der Vers zeigt uns, es hat aber auch eine horizontale Ebene. Also wenn wir gemeinsam singen, dann begegnen wir Gott. Gleichzeitig begegnen wir aber auch einander und miteinander begegnen wir Gott. So wie vorher, wo wir gemeinsam Lieder gesungen haben, hörst du links und rechts dein Mitgeschwisterte im Glauben, wo mitsingt, wo mitbetet, wo mit anbetend vor dir steht. Darum hat Lobpreis und Anbetung auch so einen prägenden Charakter auf unsere Gemeinschaft und auf unser individuelles Leben. Wenn wir über Lobpreis und Anbetung reden, dann will ich einen kurzen Einschub machen, was mir mega wichtig ist, festzuhalten, es geht da nicht um einen Programmpunkt im Gottesdienst oder so ein Glaubenstool, oder, das man führen kann, damit wir noch ein bisschen mehr über Gott wissen, sondern Anbetung, und das zeigt uns den Blick in den Himmel hinein, wo wir zum Beispiel im Buch der Offenbarung bekommen, ist es mit einstimmen in etwas, das schon immer war und immer wird sein, auch in dieser himmlischen Realität. Die Bibel zeigt uns, Gott ist würdig, angebetet zu werden. Egal wann, egal wo, egal mit welchen Umständen, egal wie wir das machen. Und so heißt es zum Beispiel in der Offenbarung 5, im Vers 12, wie sie die Tausenden und Abertausenden von Engeln in einem mächtigen Chor gesungen haben. Würdig ist das Lamm, das geopfert wurde, Macht und Reichtum zu empfangen, Weisheit und Stärke, Ehre, Ruhm und Anbetung. Gott sei Dank ist es auch so, dass er dann gerade die Melodie dazu gehört. Würdig ist das Lamm. Okay. Gott ist würdig, angebetet zu werden. Unabhängig von allem. Auch wenn das nicht mit unseren Gefühlen und mit unseren Emotionen macht. Auch wenn unsere Umstände vielleicht alles andere als verheißungs- und hoffnungsvoll sind. Weil sein Wesen, seine ewige Art, seine unvergleichliche Herrlichkeit es würdig sind, dass wir anbeten. Und trotzdem, gleichzeitig sehen wir durch die ganze Bibel hindurch, dass das Musik und Lobpreis und Anbeten von Gott eine extreme Auswirkung hat auf einzelne Menschen, auf Gruppen, aber auch auf ganze Völker, manchmal sogar auf den Lauf der Geschichte. Zum Beispiel, wenn wir zurückdenken an die Szene, wo der Josua und das Volk Israel Jericho einnehmen, wo sie in dieser Schlacht nicht Soldaten vorausgeschickt haben, sondern die Priester vorausgegangen sind, mit ihren Hörnern geblasen haben. Sie sind rundherum gelaufen und am Schluss, durch die Anbetung von Gott, von diesen Priestern, die eben nicht Soldaten sind, sondern Menschen, die Gott anbetet und ihm dient haben, Gott ihnen den Sieg geschenkt hat. Oder am David seine Lieder, die er am Saul gespielt hat, dem König, der plagt war, von seelischen und geistlichen Schwierigkeiten und Herausforderungen. Und immer wenn der David gespielt und gesungen hat, ist es dem Saul besser gegangen. Es hat eine Auswirkung auf sein Leben gehabt. Oder später, wo der David 4000 Sänger und Musiker zusammentrommelt hat, damit sie Gott dienen. Bei der Stiftshütte, beim Tempel, vor dem Heiligtum von Gott dient haben. Oder wenn wir ins Neue Testament gehen, kennen wir vielleicht die Geschichte von Silas und Paulus, die im Gefängnis waren. Und dann heisst es, sie haben Loblieder gesungen und während sie am Singen waren, ist ein Erdbeben gekommen und hat dafür gesorgt, dass ihre Kerkertüren aufgegangen sind. Lobpreis und Anbetung ist etwas, was zwischen uns und Gott passiert. Es hat aber auch immer wieder eine Auswirkung auf unser Leben und auf das Leben von uns als Gemeinschaft. In dieser Serie wagen wir, wie schon gesagt, immer wieder auch einen Blick zurück in die Kirchengeschichte und wir sehen, dass in den letzten 2000 Jahren Singen und Musik immer ein wichtiger Teil sind vom Zusammenkommen der Christen. Egal wo das war, egal in welchen Grössenordnungen. Der christliche Lobpreis wurzelt in der jüdischen Tradition vom Tempel oder von der Synagoge, wo man zusammen schon gesungen hat, Psalmen im Wechselgesang. Und das gemeinsame Singen war hier schon ein fester Bestandteil des Gottesdienstes. Und diese Formen sind dann wie übernommen worden in die ersten Hauskirchen, wo man sich getroffen hat und ergänzt worden, vor allem die alttestamentlichen Psalmen, mit Hymnen wie dem Magnificat, das ist der Lobpreis von der Maria, wo der Engel ihr begegnet, oder dem Gloria, der Lobpreis von der Engel auf dem Feld, wo der Hirten singen, die hat man dann wie übernommen und andere Formen auch. In den ersten Jahrhunderten haben die Christinnen und Christen vor allem Psalmen und einfache Hymnen und so spontane geistliche Lieder gesungen, oft eng verbunden mit Gebet und mit Schriftlesung. Und sie haben das meistens einstimmig gemacht
und oft auch ohne Instrument, weil in der damaligen Zeit so Aufführungen, musikalische Aufführungen auch mit heidnischen Ritualen verbunden worden sind. Von denen hat man sich dann ein bisschen distanzieren und lösen. Mit der Ausbreitung vom Christentum und mit dem, dass die Kirchen sich formiert und institutionalisiert haben, haben sich dann auch immer festere Formen, auch liturgische Formen entwickelt. Zum Beispiel im Mittelalter der gregorianische Choral und dann so stark kirchlich geordnete Art von Zusammensingen. So weit, dass es immer mehr richtig gegangen ist, dass nur noch Profis gesungen haben. Also die Geistlichen in der Kirche, die haben die Aufgabe übernommen, Kleriker oder Chöre, und die Gemeinde war vor allem zuhörend in dieser Form. Mit der Reformation ist dann eigentlich eine entscheidende Wende gekommen, dass der Gemeindegesang wieder eben zurück in die Kirchen hineingekommen ist. Man hat angefangen, Lieder wieder zu schreiben in der Volkssprache, ist ja eine wichtige Form gewesen, auch dass der Gottesdienst eben wieder in der Sprache der Menschen abgehalten worden ist und nicht in Latein. Und das hat dazu geführt, dass auch die Lieder wieder mitsingbar geworden sind für die Gläubigen. Man hat die Aufgabe vom Lobpreis und vom Bekenntnis im Lobpreis als Aufgabe gesehen von den Gläubigen und darum das mit drin hineingenommen. Es ist wieder zu einem wichtigen Mittel der Verkündigung geworden. Ein bisschen später, wenn wir dann so ins 17., 18., 19. Jahrhundert kommen, dann sehen wir, dass vor allem im Pietismus und in den Erweckungsbewegungen, also diesen Formen vom Glauben, die uns als Freikirchen auch sehr nahe sind, oder? Im Unterschied zu den Landeskirchen, der Ausdruck vom Lobpreis und der Schwerpunkt sich wirklich verlagert haben. Der Pietismus Gott ist sehr bekannt für die persönliche Gottesbegegnung. Und das hat sich auch in den Liedern dann gezeigt. Dass man eben angefangen hat, auch diese Elemente wieder zu entdecken. Ich denke, in den Psalmen sind sie auch sehr sichtbar und spürbar von dem persönlichen Unterwegssein. Der Ausdruck vom eigenen Glauben und von den persönlichen, individuellen Gottesbeziehungen. Parallel dazu hat sich in der allgemeinen Musikgeschichte so grosse Kunstepochen entwickelt, wie zum Beispiel Klassik oder die Romantik, wo ein bisschen beides hatten. Also das, was in den Kirchen an Kunst entstanden ist, vor allem in den katholischen Kirchen, das ist einerseits für den kirchlichen Kontext gedacht gewesen, aber immer mehr dann auch, wenn wir jetzt an einen Mozart oder an Bach oder andere denken, dann auch eine Form geworden, wie der im konzertanten Art dann die Menschen diesen Liedern begegnet sind. Und bis heute kennen wir noch christliche Lieder, die so geschrieben worden sind, wo man aber heute jetzt immer noch als Kunstkonzentrat erleben tut. Und auch in den letzten Jahren hat sich die Entwicklung weitergezogen. Zum Beispiel in den pfingstlerischen Aufbrüchen Anfang des 20. Jahrhunderts ist der Lobpreis und das gemeinsame Singen ein wichtiges Element gewesen. Und auch heute noch geht es darum, in diesen Zeiten, wo wir gemeinsam singen, Gott zu begegnen. Es gibt sogar unterdessen, vor allem im englischsprachigen Raum, ein eigenes Musikgenre. Das heisst CCM, Christian Contemporary Music, also zeitgenössische christliche Musik, wo wie ein Teil ist, so wie Pop oder wie Jazz oder irgendetwas, wo eine Stilform oder eine Form von Liedern zusammengefasst werden. Und das gibt Menschen, die so sich mit beteiligen. Also, wir haben einen kurzen Ausflug gemacht in die Kirchengeschichte und kommen jetzt wieder zurück in die Zeit vom Neuen Testament. Wir lesen in der Bibel, dass das Leben der ersten Christen geprägt war von grossen Aufbrüchen. Das Evangelium ist rausgegangen in die ganze Welt. Sie haben es bis an die Enden der bekannten Welt herangetragen. Und gleichzeitig ist die erste Phase der Kirche auch eine Phase, die geprägt ist von grossen Herausforderungen, von Anfindungen und von Ablehnungen. Und so erstaunt es nicht, dass im Neuen Testament doch viele Texte auch voll sind von Zuspruch und Ermutigung. Der Glaube an Jesus soll eine Quelle sein von der Hoffnung, von der Kraft und von der Zuversicht. Und die Kirche soll ein Ort sein von der Ausrichtung auf Gott und von der Ermutigung. So lesen wir zum Beispiel im Hebräerbrief im Kapitel 4 Folgendes. Lasst uns also unerschütterlich an unserem Bekenntnis zu Jesus Christus festhalten. Denn in ihm haben wir einen großen Hohepriester, der vor Gott für uns eintritt. Er, der Sohn Gottes, ist durch den Himmel bis zu Gottes Thron gegangen. Oder wenn wir weiterlesen im Kapitel 10, Vers 23, haltet an dieser Hoffnung fest, zu der wir uns bekennen. Und lasst euch durch nichts davon abbringen,
Ihr könnt euch felsenfest auf sie verlassen, weil Gott sein Wort hält. Der Autor vom Hebräerbrief ermutigt die Christen da, festzuheben, dran zu bleiben, festzuheben, sich festzuklammern, unerschütterlich an ihrem Glauben und an ihrer Hoffnung. In allen Lebenslagen, im Schönen und im Herausfordernden. Und ich glaube, dass der Zuspruch auch in unsere Mitte gelten kann. Hebt fest an dem Bekenntnis zu Jesus. Wenn wir die Texte anschauen, dann fällt ein Wort immer wieder auf. Ein Wort, das uns auch schon begegnet ist, ein paar Mal jetzt in dieser Serie, das Wort Bekenntnis. Das ist ein spezieller Begriff, das Bekenntnis vom Glauben, unser Bekenntnis zu Jesus Christus. Letzte Woche schon, was darum gegangen ist, um die Bedeutung der Glaubenstaufe, ist auch das Bekenntnis, also etwas sichtbar, etwas hörbar, etwas spürbar machen, im Zentrum gestanden. Es hat einen grossen Stellenwert, dass wir unseren Glauben eben nicht nur in unseren Herzen für uns glauben, sondern dass es immer wieder auch Rahmen gibt und Formen und Arten gibt, wie wir den Glauben auch ausdrücken, wie wir ihn leben, wie wir ihn in Wort hineinfassen, wie wir ihn uns und anderen zusprechen. So ein Bekenntnis macht den Glauben fassbar. Und es kann in unserem Leben zu einem festen Fundament werden. Weil wir uns eben durch das Bekenntnis an Gottes bedingungslose Liebe und seine spürbare Gegenwart erinnern. Wir glauben daran, dass er uns in allen Lebenslagen trägt. Und das wird zum Fundament für unser Leben. Oder in unserem Bekenntnis auch, dass wir formulieren, an was wir glauben, haben wir auch einen haltgebenden Orientierungspunkt. Weil wir unsere kleineren und grösseren Lebensentscheidungen an unserem Glauben und unserem Bekenntnis von unserem Glauben orientieren können und uns auf ein Ziel ausrichten können. Unser Bekenntnis an die Gegenwart von Gott kann uns auch eine Hoffnung geben, da wo wir jetzt stehen, dass Gott noch nicht am Ende ist mit seinem Wirken. Wir glauben an Gottes übernatürliche Kraft und an sein Eingreifen, dass er Zeichen und Wunder kann tun unter uns, Umstände verändern kann. Und im Ausdrücken von dieser Hoffnung, im Festhalten an dem Bekenntnis, dass wir an den Gott glauben, der heute noch der gleiche ist, wie er gestern war, und wie die Bibel uns berichtet, kann uns Hoffnung geben für unseren Alltag. Und es kann eine Ermutigung sein, das Bekenntnis, einander, oder? Wenn wir einander zusingen, dann wird mein Glauben, mein Vertrauen, meine Zuversicht auch eine Quelle der Ermutigung für Menschen um mich herum, die vielleicht im Moment wankelmütig sind oder innerlich unsicher sind oder vielleicht selber nicht mehr Kraft aufbringen zum Festhalten. Dann kann ein guter Freund, eine gute Freundin oder das Miteinander in der Kirche so ein Raum sein, wo wir einander ermutigen können. Und umso wichtiger ist die Glaubenstaufe, die wir heute hier miteinander feiern, auch für alle von uns. Es ist nämlich nicht nur wichtig für die Menschen, die sich taufen lassen, die Täuflinge, wie man sagt. Natürlich, sie werden sich wahrscheinlich ein Leben lang an den Moment erinnern, wo sie ihren Glauben öffentlich bekennt haben. Aber weil das Bekenntnis so eine Kraft auch hat von der Ermutigung, vom Zuspruch, gerade darum ist es so wichtig, dass ihr alle da auch als Zeugen heute mit dabei sind. Es macht etwas mit unserem Leben, mit deinem Leben, mit meinem Leben, wenn wir zuschauen, wie Menschen anstehen und sagen, ich glaube an Jesus und ich möchte ihm nachfolgen. Der Ausdruck von dem Bekenntnis ist eine Ermutigung. Und das ist auch ein Grund, warum wir Taufe in einem öffentlichen Rahmen machen. Oder? Wir können das ja auch im Versteckten irgendwo machen. Gott sieht alles, Gott weiß alles. Aber es ist eine grosse Kraft, wenn wir das gemeinsam miteinander da feiern, wo so viele Menschen mit dabei sein können, weil es eine Ermutigung ist, auch für unser Leben, für unseren Glauben. Und wenn wir jetzt eben lesen im Hebräerbrief, dann merken wir, dass Lobpreis und das Bekenntnis Hand in Hand gehen. Die gehören zusammen. Hebräer 13, Vers 15. Durch Jesus nun wollen wir Gott ein immerwährendes Dankopfer darbringen. Wir wollen ihn preisen und uns zu seinem Namen bekennen. Wir wollen ihn preisen und uns zu seinem Namen bekennen. Wir wollen nicht aufhören, Gott im Namen von Jesus zu loben und ihm zu danken. Das sind unsere Opfer, mit denen wir uns zu Gott bekennen. Im Lobpreis und in der Anbetung wird unser Glaube hörbar, er wird spürbar und er wird sichtbar.
Wenn wir mit unseren Liedern in dem Singen ausdrücken, was wir glauben und an wen wir glauben, dann bekennen wir uns. Oder wir stellen uns wie auf die Seite von dem Gott. Wir solidarisieren uns mit ihm, wir machen uns eins mit ihm und wir bekennen an wen und an was, dass wir glauben. Und das prägt zum einen unser eigenes Leben, oder? Weil das, was man repetiert, an das, was man glaubt, was man immer wieder sagt, das formt unser inneres Bild, das formt unsere Überzeugungen, das formt in uns hinein das Fundament, wo unser Leben sich darauf abstützt. Habt ihr auch schon gemerkt, die schwierigen Lebensphasen oder die grossen Entscheidungen kommen zu Glaubenssätzen immer wieder auf. Vielleicht sind es Sachen, die du in deiner Kindheit oft gehört hast, oder? Sachen, die man über dir ausgesprochen hat oder wie man es halt macht oder wie die Familie XY es halt einfach macht. Und in meinem Leben kommen immer wieder auch Lobpreislieder auf, in den wichtigen, entscheidenden Moment. Es liegt Kraft in dem Warten auf den Herrn. Oder andere, also Texte, die aufkommen, weil sie uns formen. Also das Bekenntnis, es formt unseren Glauben, es formt unsere Überzeugung, unser Lebensfundament und es hat einen Einfluss auf die Menschen um uns herum. Lassen wir uns nicht unterschätzen, was für eine Kraft in unserem Bekenntnis drin liegt. Denn wenn wir unseren Glauben nicht nur mit unseren Herzen oder mit unseren Gedanken erfassen, sondern ihn auch ausdrücken, verbalisieren. Römer 10, Vers 9 heißt es, wenn du also mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist. Wenn du also mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und mit ganzem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Das Bekenntnis, das Ausdrücken von dem Glauben, das laut machen, dass ich selber höre und Menschen um mich herum, es hat eine grosse Kraft für unser eigenes Leben und für unser gemeinsames Unterwegssein. Und da sehen wir jetzt wieder das Zusammenspiel zwischen diesen beiden Ebenen. Zwischen der Ebene von, da passiert etwas zwischen mir und Gott. Es ist mein Glaube, den ich ausdrücke. Es ist in der Anbetung, wo ich vor Gott stehe. Es ist eine Art, wie ich das Wesen und das Wirken von Gott erfahre und erfasse in mir drin. Weil ich staune, weil ich Danke sage, weil ich vielleicht auch bittend und flehend zu der Quelle komme von allem Leben. Und gleichzeitig ist es eine Ermutigung untereinander, wenn wir da zusammenkommen. Und so möchte ich heute Morgen dich herausfordern, dir nochmal zu überlegen, wie kommst du in den Gottesdienst mit da drin hinein? Ist das wie wenn du an ein Konzert gehst, wo du da rein sitzt und sagst, ich schau mal, was heute passiert, was ich mit heimnehmen kann. Hey, unser Zusammensein da miteinander ist enorm wichtig. Und es gibt heute auch moderne Formen, ihr könnt auch via Livestream dabei sein. Und mir ist es wichtig, da festzuhalten, es gibt so viele gute Gründe, warum Menschen im Livestream dabei sind. Manchmal ist es vielleicht eine körperliche, gesundheitliche Situation. Manchmal kann man einfach terminlich nicht da sein oder wegen der Arbeit nicht da sein. Oder eine Lebensphase, wo es im Moment einfach nicht möglich ist, da physisch vor Ort mit dabei zu sein. Und wir freuen uns über all die Menschen, die im Livestream mit dabei sind und Teil von unserer Kirche sind, auf diese Art und Weise. Aber ich will schon auch sagen, wie wichtig das ist, dass ihr am Sonntag da ankommt. Wenn du nicht da bist, dann fehlt etwas. Die Bibel macht das so klar. Wir brauchen einander. Wir sind ein Leib. Und wir müssen uns treffen und wir müssen zusammenkommen, weil wir brauchen das gegenseitige Bekenntnis voneinander. Lehret und ermahnet euch in aller Weisheit, wie indem ihr einander miteinander die Lieder zusingt. Ihr müsst da sein, weil sonst fehlt irgendetwas. Deine Stimme, dein Glaube, dein Herz, dein Bekenntnis, das fehlt unter uns. Und so kommt vielleicht die Aussage aus dem Hebräerbrief, was heißt: Versäumt nicht die Zusammenkünfte eurer Gemeinde, wie es sich einige angewöhnt haben. Kennt ihr das noch? Versäumt nicht die Zusammenkünfte eurer Gemeinde, wie einige sich angewöhnt haben. Es kommt ein neuer Touch über. Es geht da nicht um einen Drohfinger. Es geht auch nicht darum, dass wir dir irgendwie ein schlechtes Gewissen machen, wenn du jetzt aus irgendeinem Grund nicht da sein kannst. Nein, es ist vielmehr eine eindringliche Bitte an jedes einzelne von uns. Vergessen wir nicht, wie wichtig das ist, dass wir da zusammenkommen und uns miteinander treffen. Dass wir zusammen Gottesdienst feiern. Du brauchst mich und mein Bekenntnis und ich brauche dich und dein Bekenntnis. Wir brauchen einander.
Es macht einen riesigen Unterschied, wie dass du da ankommst. Und wie du dich mit in den Gottesdienst mit hineingibst. Wenn die Parkarena voll ist von Leidenschaftlichen, von Glaubensvollen, von hoffnungsvollen Christinnen und Christen, dann merkt man es. Bist du auch schon mal da vorne in den ersten 2 Reihen geguckt und hast gehört, wie das tönt, wenn Menschen ihren Glauben bezeugen? Es hat so eine Kraft, so ein Potenzial. Oder vielleicht bist du auch schon mal dort hineingeguckt und hast herabschauen und zugeschaut, wie Menschen ihren Glauben vor Gott ausdrücken und ihr Bekenntnis in die Welt raus schreien und singen. Das hat so eine Kraft, das hat so ein Potenzial. Der Paulus sagt, es lässt das Wort von Christus reichlich unter uns wohnen. Oder im Epheserbrief, wo er sagt, werdet voll vom Geist. Wie? Indem ihr einander die Lieder zusingen. Das ist die Parallelstelle, wo genau das drin geht. Wir werden vom Geist von Gott erfüllt im gemeinsamen Bekenntnis durch die Lieder, die Psalmen, die Hymnen, die wir gemeinsam singen. Und darum ist es auch so wichtig, wenn wir da ankommen, dann geht es nicht um individuelle Vorlieben. Das kannst du daheim machen. Daheim kannst du deine Spotify oder Apple Music Playlist zusammenstellen und all deine Lieblings-Worship-Songs rein tun. Und du kannst es so laut hören, wie du willst, oder so leislich, wie du willst. Wenn wir da ankommen, geht es nicht um den Musikstil. Es geht nicht um die Lautstärke. Und es geht auch nicht darum, ob das deine Lieblingssongs sind. Um was es geht, ist, dass wir zusammenkommen und miteinander einstimmen und unser Bekenntnis spür und hör und erfassbar machen. Und dass wir voll, das heisst nicht mit ganzem Herzen, heisst es im Kolosser und im Epheserbrief, von ganzem Herzen Gott danken und loben und ihn anbeten. Dass wir mit einem Mund, mit einer Stimme vor Gott kommen. Und das Bekenntnis vom Glauben und von der Hoffnung und von der Zuversicht und von der Treue und von der Geduld und von der Gegenwart von Gott. Gott zusingen, uns zusingen und einander zusingen. Wenn wir da zusammenkommen, dann geht es nicht um mich. Dann sagt die Bibel, dann dienen wir einander und wir dienen Gott und Gott dient uns. Ich diene dir mit meinem Singen, weil ich mit einstimme in unser gemeinsames Lob da miteinander. Römer 15, 5-6. Gott aber ist es, der uns immer wieder neuen Mut und Trost schenkt, um standhaft zu bleiben. Er helfe euch einmütig, eines Sinnes, eine Einheit zu sein, so wie es euch Jesus Christus gezeigt hat. Dann könnt ihr alle wie aus einem Mund Gott, den Vater unseres Herrn Jesus Christus, loben und preisen. Der Elberfeller sagt, Gott ist Quelle, der Gott vom Ausharren und der Ermutigung. Gebt euch, dass ihr standhaft bleibt und dass ihr eines Sinnes werdet, dass ihr eine Einheit werdet und gemeinsam wie eins mit einer Stimme Jesus und Gott lobet und preiset. Zum Schluss von dieser Predigt möchten wir noch einen anderen Zugang nehmen, um uns mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und wir haben in diesen Predigten immer ein Gemälde gesehen, ein Kunstwerk. Und es ist eine Form, wie man vielleicht auch ein Thema noch mal ganz anders erfassen kann. Und so will ich dir ein paar Fragen mitgeben in die Zeit von der Reflexion. Was könnte das für dich bedeuten, dass man dieses Bekenntnis braucht? Vielleicht ist es die Entscheidung, die du heute treffen kannst, regelmäßig oder regelmäßiger im Gottesdienst dabei zu sein. Wir brauchen dich und du brauchst uns. Vielleicht, dass du dir unter der Woche mal Zeit nimmst mit Gott, damit du am Sonntag etwas zu bringen hast. Was ist dein persönliches Glaubensbekenntnis? Deine Erlebnisse mit Gott, wo du mit hineingehen kannst, oder? Der Hoffnung, der Glaube, die Zuversicht, die gewachsen ist im Alltag und du mit hineintragen kannst in den Gottesdienst. Oder vielleicht, dass du dich entscheidest, dir vor dem Gottesdienst bewusst Zeit zu nehmen, zum zu sagen, hey, dann bin ich ganz da. Und alles, was der Alltag noch so an mir kleben lässt, das lasse ich hinter mir, damit ich dienen kann anderen Menschen, die da sind. Vielleicht entscheidest du dich auch heute noch mal bewusst, deine persönlichen Vorlieben hinten anzustellen
um gemeinsam mit anderen von Gott zu hören und um anderen zu dienen. Und vielleicht entscheidest du dich zu wagen, ein bisschen aktiver dich zu beteiligen an diesen Lobpreiszeiten. Ja, der eine liebt das mehr und der andere weniger. Aber am Ende ist es miteinander. Man kann auch sich eigentlich entscheiden, mich da mit drin reinzugehen, mich auch ein bisschen zu exponieren. Ja, ich weiss, links und rechts sieht vielleicht jemand, wie ich Gott anbete, aber wenn wir es alle zusammen machen, dann ist es auch nicht mehr so komisch, wenn jemand dann das auch noch macht. Mit dem meine ich nicht, dass man sich abziehen muss wie der David, bis auf die Unterhose. Und Gott ist ein Gott von der Ordnung. Können wir auch im Neuen Testament nachlesen. Ich zeige euch das Bild von Luigi Ademollo. Er lebt von 1964 bis 1849. Er war ein florentinischer Freskenmaler, vor allem Freskenmaler vom frühen 19. Jahrhundert. Und seine Werke, vor allem das, was wir sehen, ist so im Übergang von Klassizismus zu der Frühromantik. Ich erkläre euch nachher, was das bedeutet. Seine Arbeiten zeichnen sich durch erzählerische Klarheit und monumentale Bildräume aus. Und die stark szenische Anlage, die man da drin sieht. In der Basilica della Santissima Annunziata in Florenz hat er 1928 so einen Freskenzyklus geschaffen, der sich mit dem David beschäftigt. Wir sehen hier den tanzenden David vor der Bundeslade. Und das ist nicht ein Einzelbild, sondern steht ganz bewusst also wie im Dialog mit anderen Bildern, unter anderem eins, das er im Palazzo Pitti 1816 gemalt hat. Was eben spannend ist für seine Interpretation, ist, dass er auf der einen Seite die klassische Ordnung vom Raum darstellt und gleichzeitig das Element von der gesteigerten Bewegung, von der Emotion und von der Körperlichkeit, wie eben in der frühen Romantik dann so entscheidend mit reinbringt. Es ist wie eine Theaterszene, die wir hier sehen, voll von Emotion, Dynamik. Und so steht es als lebendige Geschichte zwischen Tradition und Erneuerung. Das Fresko zeigt David im Tanz vor der Bundeslade als Ausdruck von seiner Freude über die Gegenwart von Gott. Und es legt den Fokus nicht auf die königliche Würde, sondern auf die Bewegung, auf die Musik und auf das Gemeinschaftliche, was da passiert. Der David steht mitten unter Menschen, eingebettet in so eine Prozession aus dem Volk und den Musikern, die da sind. Und die Bundeslade ist das ruhende Zentrum. Sie steht für die Gegenwart von Gott, die mitten inne ist im Bild, im Mittelpunkt. Im Hintergrund, vor allem im rechten Eck oben, sieht man ein paar Figuren, die aus der Distanz zuschauen, in abwehrender Haltung. Ich sehe dort drin die Michal mit der roten Robe, oder die königliche rote Robe, die Frau von David, die irgendwo ein bisschen Mühe damit hatte, wie der David arbeiten tut. Sie bildet wie einen stillen Kontrast zwischen der lebendigen Szene im Zentrum. Und es bleibt eine klare Aussage. Dort, wo Gottes Gegenwart erfahren und ernst genommen wird, dort reagiert man mit Lobpreis und Anbetung. Mit Kopf, mit Herz und mit Liebe in der Gemeinschaft. Ich gebe euch einen Moment, um die Frage zu bewegen. Was könnte das für dich bedeuten? Mit Hilfe von diesem Bild.
Vater, wir danken dir für das Geschenk von der Musik, für das Geschenk von der Anbetung. Du bist es würdig, dass wir vor dich kommen und du müsstest uns nichts geben. Weder, dass die Musik uns Freude macht, noch dass sie uns emotional bewegt, noch dass sie so eine Auswirkung auf unser Leben und unsere Gemeinschaft kann haben. Danke dir dafür, dass wir das dürfen erfahren und immer wieder neu dürfen erfassen. Wie kraftvoll, wie einzigartig das Gemeinsame vor dich kommen mit der Musik für unser Leben und für unsere Gemeinschaft darf sein. Und ich danke dir dafür, für das viele, was es schon in mein Leben hineingesagt hat, für die vielen Momente, wo ich tief bewegt war. Voll von Freude und Dankbarkeit, voll von Staunen und Anbetung, überwältigende Gefühle. Manchmal aber auch als eine Form, um meinen Schmerz und meine Unsicherheit, meine Sehnsucht, meine Hilfe und mein Suchen nach Hilfe irgendwie auszudrücken. Ich danke dir, dass wir als Kirche gesegnet sind mit so einer Kultur vom gemeinsamen Singen, mit so vielen begabten Musikerinnen und Musikern, Worshipperinnen und Worshipper, die uns vorangehen immer wieder. Und Herr, ich wünsche mir, dass unsere Kirche so ein Ort darf sein, wo unser Leben und unsere Gemeinschaft immer wieder neu erfrischt wird, wo wir gestärkt werden, wo wir ermutigt werden mit deinem Trost, mit deiner Ermutigung, mit deiner Kraft, mit deiner Hoffnung, mit deiner Zuversicht. Ganz besonders auch im gemeinsamen Singen. Bitte ich, dass die Lieder mehr sind als einfach schöne Kunstwerke, wo man bestaunt und beklatscht, sondern dass sie leidenschaftliche Gebete dürfen sein, wo wir unser Herz mit drin hineingeben und von ganzem Herz als eine Stimme und ein Maul vor dich kommen und sagen, wir ehren dich und wir loben dich und wir beten dich an. Und wir bitten dich, dass du dich immer wieder neu zeigst in unserem Leben und in unserer Kirche. Und wir bitten dich für die Menschen, die ringen, dass sie dürfen Kraft und Trost und Ermutigung erfahren durch das gemeinsame Singen. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, den Blick von unseren eigenen Bedürfnissen und von unseren eigenen Vorlieben und Lieblingssongs und was wir alles gerne noch ein bisschen anders hätten, immer wieder wegzurichten auf dich. Die Bibel ist so klar. Wir sollen uns an dir, Jesus, orientieren. Und dein Credo war, du gibst dein Leben hin, alles, was du hast, zum Wohl von uns allen. Und du lässt uns ein, mitzukommen auf diesen Weg. Demütig, dienstbereit, uns mit drin hineinzugeben, das grosse Ganze. Und so möge unser gemeinsames Singen, unser gemeinsames Anbeten ein Raum sein, der dich ehrt und verherrlicht und dich hochhebt über alles andere, weil du bist einzigartig und unvergleichlich. Und wo gleichzeitig ein Segen wird für unser Miteinander, für unser Leben, wo uns stärkt und ermutigt. In deinem Namen, Jesus. Amen. Danke, hast du reingeschaut in die Predigt und lass uns einen Kommentar, was dich begeistert hat oder was Fragen aufgerührt hat. Hey, wir bauen Kirchen und wir machen die Predigten, dass Menschenleben zum Blühen kommen und mit Gott connected werden. Und das hoffen wir, das ist passiert. Wenn du Fragen hast oder das Gebetsanliegen, dann kontaktiere doch uns. Wir lieben es, mit Menschen in Verbindung zu kommen und wir lieben es auch für Menschen zu beten. Wenn dir die Predigt gefallen hat, dann gib doch einen Daumen hoch und abonniere unseren Kanal, dann verpasst du die nächste Predigt sicher nicht. Wenn du uns unterstützen willst und dir das gefallen hat, dann geh auf den Button, scan den QR-Code. Danke vielmals. Und sonst, hey cool, hast du reingeschaut und hoffentlich bis ein anderes Mal.